Bei dëse Biller do gesimmeret das Hirsch et das Rentreszeit. An noch genau wie die Jure fir Drun huet den Boemeester Jean-Pierre Klein sich an den Dingst vun der guter Sach gesät an huet Server gespielt fir een Dach op der Schëberfower. Für hier wäret die 15. Keier, wohin schiiertich vum Server ugedrohen huet. Hier huet so wie seg aner Boemeesterkollegien seg Pai integral dem Rote Kreuz gestellt. E schöne guten Novent, et das Rentrée. Für Tausende von Kanner fängt den Echt vom Leben an. Und auch der Stesler Fernseh startet an eine neue Saison. Nachdem Tessie Scholte sein Mandat als Gemengerätin aufgegeben hat, wäre demnächst gewählten dem Jean Rossi für das Amt zu überholen. An einer Feierstunde gibt es dann vom Bürgermeister veredigt. Voilà, die Damen und Herren, liebe Freunde, Herr Jean Rossi, Madame Rossi, wir sind heute zusammengekommen, nicht zu einer alljährlichen Zeremonie. Wir machen das ja nicht alljährlich. Wir haben das aber nur die feierliche Gelegenheit für heute Jean Rossi als neue Conseiller zu verreden. Jean Rossi als analyse Kreise kein Unbekannten. Hier war schon Conseiller zwischen 1995 und 1999. Und wir wissen, dass hier einen ganz konstruktiven, objektiven Conseiller war. Und wir sind nur überzeugt, dass das in der Zukunft wird so weitergehen, so mehr die Zeit, wenn ich so konstruktiv und objektiv war in der Opposition, hat ja dann die große Chance für eine Koalition und eine Koalition ranzukommen, so dass wir noch auf dem Plan allerbest machen für een goede Conseil zu gehen. Übrigens eine Nobelmission vom Volk gewählt und dann noch am Auftrag vom Volk für den Intérêt général zu schaffen. 2011 waren Gemeinwahlen, damals waren gewählt in der CSV den Marcel Oberweis und Tessie Scholtes. Tessie Scholtes, wie der West, wird kurz in die Mission gehen. Die Mission als akzeptiert gehen vom Innenminister. Der Innenminister wird mit Kommunikation gemerkt und wird mich dann noch gebeten für den nächsten auf der Liste Jean Rossi als Conseiller zu verreden. Das wird dann auch automatisch sein Mandat überholt. Ich soll ihm auch den Innenminister mich gebeten, dazu Kanzlei zu bringen, an den Kopie gehen von dem Brief, den mir geschrieben wird, an dem den weitergehen, dass hier Tillas für Conseiller von der Gemeinde Städte zu gehen. Aber wie gesagt, für effektiv Conseiller zu sein, und a partir de ce moment aussehen, müssen den dann für den Führungsbürgermeister, so wie Gemeindegesetz vorgesagt, den Eid auflegen, so wie am Gesetz für 13. Dezember 1981 vorgesehen ist. Das besteht dann Haut in der Gemengenhaus, alle Präsenz aller Guren, Herr Rossi auch kennen die Derzeit nach netto waren eine ganz Party, die waren schon hier an der Verwaltung wie 1975 hergekommen. Ihr kennt viel und ihr kennt die meisten von euch kennen auch. Formell vermehrt ging ich ihm dann noch vorlesen, aber wenn ich zu viel gelesen gingen die Rechtshand und Fluchttieren, also ein Je le jure. Voilà, Herr Rossi dans notre lecture. Je jure fidélité au Grand-Duc, d'observer la Constitution et les lois du pays et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées. Je le jure. Voilà, comment de notre mission accomplie, l'homme de ce moment als den Herr Rossi Conseil von der Stelle der Gemeinde am Remplacement dann noch für den Mandat von Tessie Scholtes fertig zu machen. Und am meinem persönlichen Namen von der ganzen Bevölkerung an deren Namen will ich ihm felicitieren für den neuen Mandat und ihm ein glückliches Hand am Bund.
zwei wo erlebt der stündige Gedanken den Tessie persönlich würde ich bedauert, dass es vorgegangen ist, weil ich Jungfrau ganz gut kann, dann ich noch überzeugt, dass gut ich gelesen wird und hat auch gut ich weitergelegt mit Leben also das heißt so nicht alles kann machen und hat heute eben den aufgegangen und hat mich auch gefragt, ob ich das gibt Menschen direkt gesagt ja Tessie für Kollegen meine ich das der zweite dass ich froh ich alle guten Heizung sind der das am unüblich am Anfang das besser es geht nicht gewesen dann können den dann doch nur ran so wie ich weil das viel ganz flott Approche und nicht so Messi dass alle gut kommt und dann hoffen wir dass man so gut zu schaffen mich das kein Problem ich habe heute gesagt offiziell gesagt wir sind immer Gudinski wir werden noch Gudinski weil einfach am Leben nur ein positiver Approche weil immer zu streiten der tut gut Zweck und ich gut keine Luft zu streiten ich gucke in der Woche dass ich Leidenski als bei mir jetzt an dem Sinn danke ja bravo merci dass er kommt und dann werden wir das schon zu bemerken was der Mann Voilà. Lou, Exemplaire recht een kopje ruis voor deze bij. Den als moet ik focusseren. Weet je dat hebben? Die österreichische Lützeburg Vereinigung, auch nach Löw genannt, haben ihr Vertreter aus Österreich aus dem Burgenland auf Stesel invitiert. Damen an der Herren, da ging mal Uhrfeiken, dat ich Kinder von aus, dass von der zu Lützeburg fortgeht, dass dat noch Lützeburg könnt schwätzen. Ja, ja. Herr Landesrat, Kollegin Schöffen und Gemeinderäte der Gemeinde Steinsen, Herr Kapellmeister, liebe Musikantinnen und liebe Musikanten, Frau Präsidentin unserer Musikgesellschaft, Herr Präsident der Luxemburgisch-Österreichischen Vereinigung, liebe Mitglieder der Luxemburgisch-Österreichischen Vereinigung, verehrte Gäste, liebe Damen und Herren. Wir sind vor allem froh, dass ihr alle gut in Luxemburg angekommen seid und dass ihr eine gute Reise hattet. Am 28. April 2007 wurde hier in Steinsel eine Urkunde unterzeichnet von den Vertretern der Gemeinden Groß-Petersdorf, Österreich, damaliger Bürgermeister Winfried Kasper, Steinsel, Luxemburg, Passé, Frankreich, Lukavak, Bosnien und Valmontone, Italien. Dieses Schreiben trägt den Titel und beinhaltet Jugend für Europa. Damit sollte der Austausch von Jugendlichen besonders zwischen diesen Gemeinden befürwortet werden
um die europäischen Gedanken Demokratie, Freiheit, Frieden, Solidarität zu vertiefen und zu leben. In diesem Sinne begrüßen und unterstützen wir den Besuch der Jugendkapelle von Großpetersdorf in unserer Gemeinde, um ein Konzert zu veranstalten im Rahmen des traditionellen Dorffestes unserer Harmonie L'écho de l'Alzette. Bei dieser Gelegenheit begegnen sich also Jugendliche beider Vereinigungen und können somit Kontakte nehmen, musikalische und gesellschaftliche Erfahrungen austauschen und freundschaftliche Beziehungen aufnehmen. Geschätzter Herr Landesrat, geschätzte Schöffen und Gemeinderäte aus den Gemeinden Steinsel und Großpetersdorf, liebe Großpetersdorfer Freunde. Ich fange eigentlich an und sage, es war einmal. Und das war wirklich einmal in den 1980er Jahren. Da haben sich zwei Menschen in London kennengelernt. Das war der Hans Goger und ich. Und wir wussten sogleich, als wir uns begegneten, dass wir Freunde werden würden. Und diese Freundschaft, die dauert jetzt schon 30 Jahre, sage ich. Und diese Freundschaft hat dazu geführt, dass wir als luxemburgisch-österreichische Vereinigung, aber auch dass die Gemeinde Steinsel, dass die Kontakte zum Burgenland und auch zu der Gemeinde Großpetersdorf aufnahm. Und ich muss sagen, es sind ja schon ein paar Male sind hier in Steinsel Burgenländer aufgetreten. Ich erinnere mich, dass der Goga Hans, dass der mit einer Gruppe Musikanten aus der Gemeinde Macht Alhau hier war und dass sie im Rahmen eines österreichischen Konzertes damals gab es noch die Musikkapelle Steinsel musiziert haben. Ich erinnere dann, dass schon vor 2007 der behinderte Künstler Heinz Hallwachs zusammen hier mit einem anderen burgenländischen Künstler Kurt Lagler hier in Steinsel ausgestellt hat. Und dann war es, wie der Bürgermeister gesagt hat, dann war es, 2007 war es, als hier dann offiziell die Freundschaft, sage ich mal, vor allem aber, dass ein Jugendaustausch stattfinden soll, war dann hier angesagt. Und wie gehabt, heute sind wir hier mit der Jugendmusikkapelle. Und ich freue mich auch, selbstverständlich freue ich mich und auch meine Kolleginnen und Kollegen des Vorstandes der luxemburgisch-österreichischen Vereinigung, dass wir an diesem Fest hier, an diesem musikalischen und kulturellen Fest hier teilnehmen können. Wir sind wieder einmal gerne nach Steinsel gekommen. Und diesmal nicht mit leeren Händen, sondern wir haben unsere Jugend mitgebracht, wir haben Kultur mitgebracht. Kultur, Kurt Bieber, einer der bekanntesten Künstler in Bezug auf Keramikkunst, österreichweit bekannt, aber auch international. Und was wichtig ist, unsere Jugendkapelle, die ein Kulturträger in unserer Gemeinde ist, ein Kulturträger, den wir immer wieder einsetzen können, wenn wir als Gemeinde präsentieren wollen. Ich hoffe, Herr Bürgermeister, dass uns das auch heute und in den nächsten Tagen gelingt. Ich arbeite mit Ton, und zwar die Tonplatten, die werden bemalt, das ist eine Glasurmalerei. Dann habe ich in der Rakotechnik einige Stücke hier, und zwar ist das eine ausgefallene Rakotechnik.
nennt sich Naked Raku, nacktes Raku. Das wird aus dem glühenden Ofen herausgenommen und kommt dann in Sägespäne und die Glasur kriegt Haarrisse. Und durch diese Haarrisse färbt sich der Ton ein, schwarz. Und nachdem ein bisschen abgekühlt ist, kommt ein bisschen Wasser darüber und dann fällt die Glasur herunter und dann steht der Ton nackt da. Deswegen heißt das Naked Raku. Und Reduktionsglasuren habe ich auch einige, wo das dann nur in Sägespäne hineingelegt wird, zugedeckt wird und langsam abgekühlt wird und das gibt dann schillernde Effekte. Ja. Und mein neuestes Projekt ist zurzeit die Spurensuche. Das heißt, da bin ich unterwegs und wenn ich irgendwelche schöne Spuren sehe, in der Erde, in der Mauer oder sonst irgendwo, dann gieße ich das ab in Gips. Stesel am Dialog. Et war die 4. Käier no 2012 wo den Schafferrot op dis Manifestation ervitéiert hat. Thema war dem PAG, den aktuelle Bebauungsplan vun der Gemeng Stesel. Ganz viel Interessenten hatten sich afhängt. So wie an den vergangenen Jahren nun auch die Einzelgemengeservicer sich präsentiert. Natürlich konnte noch Frohen und der Bürgermeister respektiv aus den Schäfer Gestalt geben.
herzlich geressen am Numm vom Schaffen an Gemeinderat, die sind zu ganz vieler hinkommen. Das Zeichen, das Sujet, das Thema, das man an Fenster gestellt schon ganz stark interessiert. Das ist der Beweis, dass die zukünftige Entwicklung urbanistische Entwicklung von unserer Gemeinde im Herz liegt. Und das ist ein gutes Zeichen. Merci dafür. Komplexe Sujet für l'autonomie, das ist die grande orientation du projet d'aménagement général de la commune. Schwerpunkten von der Orientation von unserem zukünftigen Bebauungsplan. Wie soll ein neuer Bebauungsplan ausgerichtet und abgestaltet sein? Sie können am Gang, für länger am Gang, einen aktuellen Bebauungsplan für die Zukunft fit zu machen. Aufgrund von Erfahrungen, die wir an der Vergangenheit gemacht haben, gut, am anderen guten Erfahrungen, aus beidem Lehren und Konklusionen gezogen, am Ablesen gelost. Mit Berücksichtigung von neuen nationalen und internationalen Bestimmungen und Erkenntnissen, die auch müssen im kommunalen Plan umgesetzt gehen. Schönen guten Abend auch von mir aus. Ich muss nur ein bisschen noch rüber lösen, dass ich immer gesehen habe, dass ich weiß und dass ich auch da ungefähr das Richtige dabei so. Bei mir wurde schon gesagt, wir sind am Vierfeld vom PAG, das ist also nicht der fertige PAG, den wir teilweise, aber das sind die großen Linien. Die Karten, die beikommen. Da wollte ich noch wissen, sind auch Parkplätze dafür gesehen, weil ja in unserem Dorf immer mehr Mann tötet. Dann schon Müllerf gesehen, die hier gebaut wird, bis auf die letzten Zentimeter, ich frage mich nur, wo die Leute nach allen Auto setzen. Ich meine, sie kriegen mit einer Garage, wir wissen ja, wie es geht, können die noch besucht, du hast ein zweites Auto, wo niemand ein Auto hat. Weil die Autos, die verschanden ja auch ganz tief drauf. Also in Dorf, wenn ich gucke, das ist voller Autos. Das ist richtig, dafür sind wir ja auch bestrebt, für das Sensibilisieren, für die Mobilität durch, für den öffentlichen Transport. Dass so wenig wie möglich Auto nach an der Zirkulation bleibt. Wenn so viel geht, dann packen wir nicht mehr. Wir wissen, was heute steht, das ist so ein Beispiel von einem dicken Begriff. Dann haben wir genug Parkplatz. Wir schaffen doch nie so viel, dass es durchgeht. Wir sind auch beschrieben, zum Beispiel beim PHP oder Chefredakteur Ecker, dass wir nur Südterrain machen, für die hineinkommen. Die anderen Uhren tun eine Norm an die Baureglemente, dass pro Stadt muss von, oder pro Logement muss von Parkplätzen, Stationierungsplätzen oder Garagen gebaut gehen, es sind mehr Autos und so, ja, wie normal ist. Und dafür sind wir ja, ich sollte danke, Mobilität durch, mein Appell und Leute für wenig wie möglich bei deren individuellen Gefährt zu führen, für einen Fehler nicht für den Transport, dann noch den zu Fuß oder Wandel zu führen. Also ich bestehe um die Bahn, ich weiß aber nicht, wie weit das wir noch treten. Der nächste Young and Oldtimer Day war direkt de großen Erfolg. Heizo e Probiller. Als Juren Freizeitkommission vun Stesel organiséieren wir haut den nächsten Oldtimer and Youngtimer Day. Mo gut fir der Youngtimer sind all Autoen bis 20 Joer, Oldtimer iwwer 25 Joer. Die gin ausstalt, mun feiert Schleitheit die Jugemeldte fir dem Konkurdeel zu hhöllen. All Diane komme kucken. Ich meine, das so gemerkt, dass sie während dem Lauf vom Dach können kommen, bis rundherum können schlenderen, Auto gucken. Aber um 5 Uhr den Abend dann haben wir Preisüberreichung. Dann als eine Jury, die aus 5 Leuten besteht, die gehen Auto gucken. Und da gibt es den schönsten Oldtimer, schönsten Youngtimer und den Coup de Coeur, der wird dann herausgewählt. You know the landlord rang on my front door bell. I let it ring for
for a long, long spell. I went to the window, I peeped through the blind down there. Asked him to tell me what's on his mind. He said, money, honey, money, honey, money, honey. If you wanna get along with me. Well, I screamed and I hollered, I was so hard-pressed. I called the woman that I love the best. I finally got my baby back 3:30. She said, I'd like to know what you want with me. I said, money, honey, money, honey, money, honey. If you wanna get along with me. Well, I've learned my lesson and now I know. The sun may shine and the winds may blow. The women may come and the women may go. But before I say I love you so, I want money, honey, money, honey, money, honey. If you wanna get along with me. Well, I screamed and I hollered, I was so hard-pressed. I called the woman that I love the best. I finally got my baby back 3:30. She said, I'd like to know what you want with me. I said, money, honey, money, honey, money, honey. If you wanna get along with me. Well, I've learned my lesson and now I know. The sun may shine and the winds may blow. The women may come and the women may go. But before I say I love you so, I want money, honey, money, honey, money, honey. If you wanna get along with me. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? And I started back doing the thing you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a Coupe de Ville. Cadillac rolling on the open road, not right now my V8 home. Cadillac doing about 95, wheels bump to bump, roll side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? And I started back doing the thing you used to do. Cadillac put up 204. Ford got hot, wouldn't do no more. Don got cloudy and it started to rain. Threw them a home for the passing lane. The rain won't blow no out of my hood, and it was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? And I started back doing the thing you used to do. Langen Dares River méi sprengt war vollen Erfollegstätheiten, dat die jecht Editionioun vun onsen Oldhammer déi se ze Steesel, immens vun Leiitbat 60 Autoen, die Konkurs dee geholl hunn, an eng onmass vun Autoen, die kom sinn fir einfir en Auto ze präsentéieren, de Leiit die Hainer Kucke kom sinn. Immens fir Leiit die Spaéier gange sinn Hainer, die Autoen, die Scheine Autoen is der aller Zeit ze gucken. Hut der Gefallheit stees. sinn spéit kom war bei de Skoppen in der Wee. Dus die na se treffen gees mal laats ko. Ek sinn vun van Gun dabei. Dat war als Emissionioun vom 14. September. Mir gesinn als an 2 Wochen bis du in am Madet gut.